Guten Abend. Das ist für mich eine ganz besondere Freude, dass ich von Tag ab und an hier sein. Ich wurde von der Tredmal von Marianne gefragt, ob ich mal von ab und an bei Loma Plata kommen von meinem Leben vertellen. Das ist nämlich so, dass ich mit Marianne und Mann, mit Thilo, meine ganze Kollegiozeit in Philadelphia gegangen habe, mit Thilo Taves. Und ich wohne in Blumenthal. Mein Name ist Randolph Götz, Randolph Jatz. Ich wohne in Blumenthal, das ist ungefähr 50 Kilometer im Süden, hier von Loma Plata. Da dicht von Große Philadelphia, da wohne ich in einem Dorf, da sehe ich auch abgewassen. So, ich zie en dat dorp abgewassen, ik zie van klein ab, also hier am Chaco. Für mich ist das eine ganz große Freude, dass ich mit meiner Frau, mit Andrea, hier komme. Wir haben unsere Kinder für noch nicht mit, wir sind bei Oma geblieben. Wir haben die al sehr lange nicht gesehen, aber wir haben eine Tochter von 14 Jahren, eine Tochter von 9 Jahren. Als wir bei hier kommen, dann berede ich noch so mit meiner Frau. Weil dat leven kan anders worden. Weil dat leven kan hostig ganz anders zijn. Wenn Sie mich hier vandaag zijn, dann will ich dat ganz frei hier ook zeggen dat ich dem was, nemingen Jesus, nemingen Heiland, nemingen Rada, teruggevangen habe. Op een ganz besondere Art und Weise, op een Art und Weise, wat ook niet so wenig weitergeht. Ich habe von ganz klein ab die Geschichte von Jesus gehört. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar für das, was sie mir mitgegeben haben. Ich habe von klein ab gelernt, dass es einen Jesus gibt, der für uns auf diese Erde kommt, was Gott an uns scheit und der ist für uns gestorben und auch war er abgestorben für all unsere Sünden. Ich habe das von klein ab gelernt, dass da eine ganz, ganz große Gnade ist, was uns Herrscher, was uns Rader, was uns Jesus uns anbietet. Aber ich habe lange nicht wahrgenommen. Ich bin ganz bewusst Christ gewesen in meiner Jugendzeit, obwohl ich auch lange nicht einmal gescheit war, aber ich bin von 17 Jahren dann auch an die Gemeinde gegangen, ich bin hier nach Asunción gegangen, in eine Bibelschule, wo ich dann ein Jahr mitmachen durfte. In Asunción. Und dann fangen andere Zeiten an in meinem Leben. Das sind Zeiten, die lang dauern. Das war ein langsamer Prozess, wo ich vom Glauben aufkommen. Da werden Sachen, die passieren in meinem Leben, die überstimmen nicht ganz mit dem, was ich mir von meinem Leben vorgestellt habe. Ich hatte einige Sachen, die passierten, die deden mir weh, mit denen war ich nicht fertig. Ich wusste nicht, wie ich mit denen umgehen soll. Ich war auch noch in den jungen Jahren, wo man sowieso, ich meine, nu, weiß ich nicht, ob sich das so sehr ändert, man muss im Leben immer seine die weiseste Entscheidungen zu treffen, aber wenn man ein bisschen ist, ist es offensichtlich noch ein bisschen schwander. Und ich habe dann viel falsch gemacht. Ich habe dann eine Sache, die mir passiert, die hat mich dann sehr weh getan. Und der ist mir von diesem Tag aber auch zum Sehen geworden. We kunnen dat hem zien worden en Vater verlieren. Es wird schwer. Ich habe immer noch sehr viele Jahre, kommen mir die Tränen, wenn ich von meinem Vater rede. Das wäre mein Beispiel. Mir fällt das immer schwer. Das dreht mich so ab, wenn ich an meinen Vater denke. Das sind 17 Jahre zurück. 17 Jahre, 2004. Da muss mein Vater sterben. Der hat 5 Jahre geschrieben,
En irgendwann kon hij niet meer. En hij ging te Jezus. Hij wil mijn voorbeeld. Hij wil mijn bijspel. Hij checkte aan. Dat wat hij deed, zo wil hij zijn. En hij kon dat dan niet verstaan, waarom hij moest gaan. En hij had God dat dan niet verzeiht. Hij zei, Gott, dat kannst du nicht tun. Dat hast du nicht, dat darfst du nicht tun. Dat ist nicht richtig. Ich habe mich jeng an mich gestellt. Ook wanneer ik zeer goede personen aan mij had, wat mij moed maken, wat mij drogen, wat mij helpen, heb ik mij afgetrennt van dat wat hier bijna staat. Ik heb niet meer, dit niet meer als een wichtige zaak aangenomen en sie langzaam en zeker verbeterd geworden in je wereld en ook in mijn Jezus. En dat werden niet fijne jaren. Ik zie weer op die stolz op die en dat werden maar zeer lang jaren. Dat zijn zeer veel jaren waar ik ganz van Jezus mij aftrainen deed. Waar dat immer schlimmer wordt met mij. Ik word dan ook uit de gemeente Rutje gesloten. In 2010. Heeft man de Entscheidung von der Gemeinde genomen dat mijn leven niet meer in Ordnung wäre. Dat wil ik niet in Ordnung. Dat wil überhaupt niet in Ordnung. En zo is mijn leven jaar voor jaar veranderd op zoals ik vielleicht. Ik zei immer, dat is de aanvang van terugkomen naar Jezus. Hoe dat aanvang, na veel jaren verbetering, hoe we Jezus zei, het is hem hoe ik me terug. En dan schijnt hij me deze wunderbare Früh, wat ik heb. Een wunderbare Dastre. En die hebben mij met haar leven, met haar wied en met bij mij zijn en dat met mij uithuilen, bewezen dat Jezus mij treden wil. En jedes Mal, wenn Jezus mij hoort uitklappert, dan zei ik nee. Ik wil niet. Ik kan niet. Mij jankert niet. Ik heb van 13 oder 14 jaar angefangen met een zaak wat mijn ganze leven verdorven heeft. Bij Jezus mij heilig kwam. Dat komt aan een duistje, aan een buddel oder. En we allemaal dat namen konden, dat is alcohol. Dat was mijn alternatieve. Wanneer ik met wat niet fertig word en wanneer ik geloofde, Jezus had ergens wat Schlechtes te mij doen, oder de wereld wil mij niet goed, oder immer dit, immer de anderen zijn schuld. Mij immer selbst betreist te willen. Immer geloven dat alles falsch randje in mij, immer alles Slechte wat mij passiert. En ik heb veel jaren en zeer veel bier gedronken. En irgendwann ook niet meer gedronken, dat we al gezopen. Dat heeft mij vielleicht niet mal zo zeer kapot gemaakt, als die wat Rami wäre. Ik geloof immer eine Person, die ganz viel Alkohol drinkt en wat ook irgendwann dat ganz übertrieben deed en dat jeder dacht deed en immer wat dan moet.
Die Person, die ist hier irgendwann dort all gewandt und die lebt all in diesem Alkoholismus. Aber die Menschen, die dort ran diesem Dreintje uithuilen moeten, zijn beneden niet. Wat mijn moeder, mijn vrouw, mijn kinderen, en ja, mijn zuip geleden had. Daar viel ik mij niet zeer stolz op. Ik kan einfach niet zeggen dat ik stolz erop zie wat ik toen aangedaan heb. En ook nog veel andere. Een mens kan veel im leven durchmaken en veel erleven. En dat wordt bij mij niet anders. Dat komt niet wieder. En irgendwann wird dat leef ik mal für meine Frau genoeg. En dan heeft hij mij de Sache verder gesteld. En gezegd dat we genoeg, ze had mij dat fucking genoeg gezegd. Nee, ik had dat niet ernst genomen. Ik werd dan wel een paar dagen gescheit en dan word je dat wat doen. En irgendwann wird dat niet meer zo, dan zei ze te mij dat we oké zijn, dat we nu voedig. Met alcohol en onze eieren, dat we dan nu. Voor dan iedereen in je weg gaan. Ja. En wie mannen hebben al een beetje stolz, wie zijn je eigenlijk zo dat we dat eigenlijk zo gewend zijn dat we de zaken in ons leven zelfs willen manageren, we willen zelfs de zaak zo maken als we geloven dat de rest is essen, want dan moeten we daar onze weg champen, ons moet wat andere zaken, die dat dan ook zo durchhalten, die dat dan ook zo meint, dan dat een beetje in onze stolz rieten. En dat weer het. En je familie wat mij zeer goed, wij en es en veel vrienden, die hadden irgendwann glaube ich al abgegeven. Dat het irgendwann nog mal wat anders worden. En ik heb niet slechte jaren gehad. Ik heb dat even wel gewist dat ik treden mij in Jezus wil en ik vond niet de moed. En als mijn vrouw dan zei dat we voordelen, dan zei ik me zo, nou ja, dan willen we niet meer goud drinken. We dat maar afspelen. Dat hebben we dan ook meerdere dagen eentje geproefd. Dat komische is dat dat hem niet vroeger maakt. Dat komt niet wieder, dat wordt plus schlimmer. De problemen worden hier dan niet kleiner. En dan heeft Jezus mij een zaak erleven laten. Hij heeft mij aan dat leid herinnerd wat zegt, hoe diep kan ik vallen, wie tief kan ik vallen. En ik leef dat weer een moment. Ik weet omheen met mijn krachten, mijn leven brak taub. Ik wist einfach niet meer wat ik nu wieder, dat is voedig. Mijn ganze leven naar buiten schijnt wonderbaar te zijn. De mensen kennen die, de zijn die. Ik zie een persoon wat mij aan de öffentlichkeit kämpft. Mensen komen naar mij en loofden mij voor mijn arbeid. En ja. Naar buiten gaan, alles zeer smak en de bijna en de familie en dan alles vertrompeld. Ja? Dat zal naar buiten gaan, zal dat fijn zijn, maar aan de bijna. Door wo die personen zijn, wat die huilen, wat iedere dag met die taub zijn, wat een leven met die abbuur, wat die vader zijn, wat die eieman zijn, wat die jong zijn, wat die onkel zijn. Die personen wat werkelijk voor die wat u leeft, wat in die huis wonen, wat met wem u taub bent, wat
wat in bloot is. En de den hand weer ik een domme mens. En de buitenhand, wunderbare persoon. Alles getäuscht. Alles gefälscht. Ik weet niet hoe lang een mens dat kan uithuilen, maar ik had dat lang uitgehuilen van bijna ganz verblaad te zijn en de buitenhand mij wunderbaar te presenteren. Dat is niet een lijst te opkomen. Vriendelijk zit je van die van bijna blad. En ergens waren op een ganz bijzondere art en wijze ben ik aangekomen. Ik kon de Entscheidung maken. Ik dronk wieder. Ik mocht dat leven zo wieder, aber ohne meine Familie. Ik moest me met allem Stolz, wat een man kon hebben, mich aanzetten en einfach am Spiegel ein Tschitche und zu mir sagen, Randolph, du bist krank. Eine angesehene Person, eine Person, die duizenden Freunde hat, die alle Tschane, wo ich ankomme, habe ich gute Freunde, freundlich spazieren, wie kaputt. Man kann alles auf dieser Erde haben. Duizenden Hektar, 1000 Millionen en alles wat je wil. Ik kan dat van mij uit zeggen dat dat alle zo'n beetje bedient en vergelijk van Jezus om hart te hebben. Dat is zo weinig. Wat dat alle bedienen kan van die leven uitbreidt. We zijn weinig die dat interesseert wat u hast, hoeveel schulden u hast, hoeveel geld u hast, hoeveel feit u hast, wat u hast, hoeveel vrienden u hast. We zijn die aangeziene best voor de mensen die zit. Wo weinig dat in dem moment bedient van de alcohol en de bijze vindt die kapot heeft en die niet meer afstonden kan. Wo significant dat alle is. Ik roep een persoon aan wat een psycholoog is. Leidt mij bij haar beraden en zij raadt mij dan wat ik kan doen en wat ik nog kan doen. En ik blijf dan een paar dagen nog bij mijn ma. Thuis en dan irgendwann zei ik tegen mijn ma, ja, für mich mal der Kleider, wat ik dan so bij haar had, en ik wilde mal aanpakken. En toen hij vroeg ze mij, hoe vast u aan? Ik voor mij helpen laten, zei hij daar. Ik, met mijn stolz, zei hij, maar ik voor mij helpen laten voor. We wisten die helpen laten voor, ik weet dat niet, mama, maar ik kon niet meer alleen. Ik vond hem sanatorium herinneren. Wordt vom dokter analysiert, eend aan een therapeut en die vroegen mij dan wat dat kon zijn, wat ik kon alles hebben. En ik had niet veel weer den dag en boden mij dan aan een ambulatorische Hilfe te maken. En ik zei dan, ik wil hier niet waschen, bevor ik niet anfange in alcohol te kämpfen. Willst du die interneren? Ja, ik wil mich interneren. Ik brauch help. Da habe ich dann meestal 1 Monat verbracht. En Zimmer Nummer 4 von dem Sanatorium habe ich op Chinese mit Jesus gefangen. War en hij mir erst tot nach 10 Minuten schon. Het zijn nu 7 maanden, dat worden bald 8 maanden zijn.
Mijn vroeger Zeuge wordt een man alles kon daar kämpfen, want hij zijn leven, zijn vriend, zijn denken, zijn handelen, zijn redenswoord, zijn feilen en alles andersom moet aanwijzen. Ich habe ganz ehrlich gesagt noch nicht eine Minute dort bereit, dass ich zu Jesus gekommen bin. Ich bin nicht immer stolz gewesen, diese 8 Monate, aber ich bin immer bewusst gewesen, wer Jesus ist und was in meinem Leben tut. Und ich sehe auf diesem Wasch, was wir, glaube ich, alle sind. Die Not von unseren Jesus anzunehmen. Und das ist nicht leicht. Ich sage das ganz ehrlich, das ist nicht der leichteste Wasch. Das schafft einer, was vielleicht ein bisschen leichter ist. Deswegen wollte ich einmal vom breiten Wasch reden, vom schmalen. Das ist nicht einmal leicht, auf diesem schmalen zu sein. Wir sind auf dieser Erde. Von dort, was uns Leben bedienen hat. Sehr wie, soll ich das mal sagen, von diesem Blumenstrauß? Das Blatt hier. Das ist alles von uns ganzes Leben auf dieser Erde, das ist das. Und das ist der Himmel. Ja. Das ist alles. Wir sind nur ein ganz paar Jahre von dort, wo uns existent. Von dann, als Jesus sagt, dort wird Andrea geben, dort wird Randolph geben, dort wird David geben, dort wird Thilo geben, dort wird. Von dem Moment an, sind wir nur ein ganz kleines Stölzchen auf diese Erde, und dort ewige Wacht auf uns im Himmel. All die ewige Zeit. Das ist für immer der Himmel. Und diese Genade annehmen, das ist auch und so schwer. Wir haben ein paar Sachen sehr geholfen. Einmal war da. Und diese Zeit, wo ich im Kampf bin, in dem wo ich wahrscheinlich einen habe. Einmal hat mir der Spruch geholfen, in dem sei ich mich jeder Tag in Jeremia 31, 1, Vers 3 da steht, ich habe dich je und je geliebt. Gott hat uns immer geliebt und wird uns auch immer leben. Und don't, ob ihr am noch fallen oder nicht, sein Leben ändert das nicht. Ob ihr am nicht noch fallen oder nicht, das ändert nicht sein Leben an uns. Ich mag mir immer wieder sagen, dass die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Und ich mag mir das immer so bildlich. Wenn es dann noch immer Sachen, was von der Zeit trägt, was ich gemacht habe, was ich immer noch mit vergleichstehen. Das sind immer noch Sünden und Sachen, die ich in meinem Leben getan habe, die tun mir weh. Und dann denke ich, trägt. Und dann fängt mich das an zu affektieren und fängt mich das an und dann sage ich mir irgendwann, ich kann nicht mehr an den Hängen sitzen. Das ist nicht mehr der Moment. Dann mag ich mir das immer so bildlich, sitze ich in der Seite und dann sehe ich Sünde, Wasch von Jesus, Besopen, Hiele, schlecht gehen, leiden, wichtige Menschen verlieren. Und bildlich an mich drehe ich an und schaue durch und sehe mir ein Licht. Ich denke mir in meinem Kopf, ein Licht. Und das schaue ich an. Und wenn ich das tue, die Übung tue, dann wird mir wieder klar, ich will nicht durchhauen, ich will nicht durchhauen. Ich schaue nicht durchhauen, Jant ist mir nicht mehr wichtig. Ich habe viel in meinem Leben falsch gemacht, aber ich darf dem Feind nicht die Kraft geben, durch was er mir mit anzugreifen.
Dat is er niet weet. Ik leef nu voor mijn Jezus, ik cheat nu toe. Dat is één zaak wat mij zeer helpen deed. Een andere zaak wat mij zeer helpen deed, en die heeft mijn vrouw mij geleerd. En dat is, dat wanneer mensen die im leven weien doen hebben, wanneer du met een persoon im leven wat zwaar erleefd hast, en die oder du hast weien doen, du is een zaak wat niet abgeriemt is, een zaak wat die nog wei deed. En du krijgt aber irgendwie noch nicht geregeld. Dat is irgendwie noch nicht so, weißt du ist eine oude wond. Dat is een opene wond wat du noch ist, aber du wirst die heilen, wenn du bist mit Jesus. Und wer mit Jesus leeft, wel Wunder abriemen. Dat is sie dat schmacken daran. Dat du dann die Wunder kannst nach anbringen. Und du hast meine Frau mir das mal ganz klar erklärt und gesagt, dass das Verzeihen ist eine Entscheidung. Ein Mensch verzeihen oder die selbst verzeihen, das ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die du treffen kannst. Das ist nicht gesagt, dass wenn du eine Person verzeihen lässt, dass du das verjagst. Verzeihen ist eine Entscheidung, dass dort die nicht mehr wird bremsen auf den Weg im Himmel. Das ist Verzeihen. Eine Entscheidung, ich lasse dort einfach nicht mehr zu, dass diese Wund wieder bladet. Das ist eine Entscheidung. Ich möchte das auch nicht vergeten. Ich kann je davon lernen, was ich falsch gemacht habe, was ich andere Wege getan habe, was andere mich Wege getan haben. Ich kann damit arbeiten, offensichtlich nicht. Aber ich ziehe entschlossen. Ich habe mich entschlossen, ich habe eine Entscheidung genommen, ich will verzeihen. Und ehrlich verzeihen. Nicht nur sagen. Und noch eine Sache, was ich für sehr wichtig finde, und was mir auch möglich macht, wenn man sagt, ja, einmal dort wird in unserem Hort Banner ist, dort wird Jesus in unserem Hort bewirkt, wenn er in uns Banner lebt, dort soll je auch in uns ausstrahlen. Das soll je auch in uns ausstrahlen. Was hält nicht hart im Einschop, wenn keiner da eten darf? Wenn mein Hort wat schmackend bijna is, dan moet je dat ook te mooi zijn dat het wat schmackend bijna is. Dat moet je de mensen die dat hier, de mensen die dat zeggen, dat Jezus in mij bijna leeft. En ik geloof een van de wichtigste zaken wat een mens überhaupt kan doen, om de andere mensen tot te wijzen dat Jezus in eigen bijna leeft, is niet andere mensen verdomen. Nicht über andere Menschen reden. Das hat uns immer so schrecklich schein, wenn irgendwer was Falsches gemacht hat, aber so richtig auf der ganzen Welt zu vertalen. Und das bloß all, was alles verdammt zu tun hat. Oh, aber man kann Menschen kaputt machen damit, das weiß ich von mir selbst. Ob es nicht stimmt oder nicht, dann soll man bloß beten für die Person. Aber ich glaube, das ist was ganz wichtig. Mir ist so viel Damms in meinem Leben passiert. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe so viel Mal ganz auf falsche Wege gegangen und habe so viel Sünde begonnen. Ich sehe nicht, um über andere schlecht zu reden. Und Jesus will das auch nicht. Dass wir über andere schlecht reden. Das brauche ich für mich persönlich. Es ist für mich auch sehr wichtig, wenn es dort sehr leicht ist. Und ich habe mit dieser Rückkehr zu Jesus auch verstanden, dass Personen viele Mal an sich Sachen erleben, die weit wie von Besieg ist. Ich habe das selbst getan, dass alle bloß an meine Hände fritt und das Stelle holen. Und irgendwann kannst du das nicht mehr alle abschlucken und verlierst dann den Punkt.
Deswegen ist es so wichtig, über Menschen, die dann vielleicht nicht rechte Sachen machen, über denen auch nicht damit zu reden. Ich glaube, das ganz beste Beispiel, was man kann machen, ist, über so eine Menschen positiv zu reden und an zu helfen. Das ist so sehr gesund für eine Gesellschaft, wenn die Gesellschaft sich dort anwendet, motivierende, positive, mutgebende, einfach auf die Schulter klappen, vamos. Ich sage, Matti. Du brauchst mir nicht vertellen, was die alles weiß, aber ich sehe besiegt, das muss nicht alles im Leben nicht gesagt, aber bloß einfach durch Sinn. Anstatt mit dem Finger, das hilft das. Anstatt das zu tun, lieber so. Anstatt den Finger wiesen, lieber auf die Schulter klappen, ohne was zu sagen. Brauchst du einmal, was du sagst. Menschen leiden vielmal schrecklich darin, dass dit nicht passiert. Ich glaube, ich kenne viel gute Töne, wenn wir andere Menschen auf die Schulter klappen, anstatt den Finger anweisen. Jeder hat sein Leben verantwortet. Wir kommen irgendwann vor unseren Jesus und er bittet uns das eeuwige Leben an. Und jeder muss selbst weten, was er dann im Leben getan hat, wie er mit Jesus steht. Das ist jedem seine Abgabe. Da kann keiner vom anderen das tun. Das macht jeder selbst. Wir kennen hier viele Sachen, die andere helfen. Aber das ist mal eine Sache, was jeder für sich macht. Und wir können alle schrecklich froh sein für die, die das Wort von Jesus kennen und die das hören dürfen und die das annehmen, dass die Not von Jesus da ist. Das ist, ich sage das nochmal, wir sind das. Ich will den Blumenstrauß hier nicht ganz verraten, aber das wollte ich noch wissen. Das ist alles von diesem Blumenstrauß, was wir auf dieser Erde sind. Das andere ist alles im Himmel, reit für uns. Maar dat is aannemen. Maar dat een bloemenstruis bloos nemen. Ik wil me zeer bedanken voor de aanlouding. Ik wil me zeer bedanken voor deze gelegenheid. En ik wil me bedanken bij mijn hemelse Vader. En ik wil ganz besonders zijn bidden of je kan eenmaal opstaan. Ik wil vandaag met jullie allen bidden. Himmlischer Vater, wir sind hier vanavond gekommen, von dort zu reden, was du uns geschenkt hast. Wir haben das nicht begriffen, wir haben uns das nicht erarbeitet. Das ist geschenkt, das ist Genot. Du hast uns deinen einen Sohn geschenkt, der ist für uns Kreuz gestorben und es war der abgeweiht für unsere Sünde. Und du hast das getan, wenn du uns leben lässt. Du hast das getan, wenn du weißt, dass wir froh sind. Du hast das getan, wenn du glaubst, dass wir dort wert sind, mit die Taufe irgendwann zu feiern. Und du hast das getan, wenn du uns allen glücklich gut bist. Ich sage dir Dankeschön für das wunderbare Leben, das du mir geschenkt hast und dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, reinzukommen in die. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, der hier vanavond gekommen ist, dass du am segnen machst. Jeder hat seine Geschichte, jeder hat seinen Kampf, jeder hat seinen Frieden, jeder hat sein Leid. Musst du einem jedem ganz besonders begleiten dabei. Musst du an die rechte Personen am Wasch bringen, die an können wiederhelfen damit und musst du uns helfen, unsere Freunde, unsere Mitmenschen auf die Schulter zu klappen und an wieder zu helfen. Wir sind alle auf dem selben Wasch. Wir sind alle auf einem Wasch, was uns kann nicht führen. Wir sagen dir vielen Mal Dankeschön für das, was du für uns tust. Und auch Dankeschön für diesen wunderbaren Abend. Amen.